Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Tales of Arise, der zweiten Staffel dieses Kultspieles. Ja, ich sage zweite Staffel, aber gut, es ist immer noch dasselbe Spiel und so, klar, es ist ein bisschen Zeit vergangen in-game. Und jetzt auch im Real Life ein bisschen zwischen der letzten, zwischen der letzten Folge und dieser vermutlich nicht, aber sicher zwischen dem Beginn der Beginn der zweiten Staffel und dem Ende der ersten, also quasi dem Ende, wo wir das Renas Alma erschaffen haben, alles in die Luft flog, oder fast alles. Die Malzkerne verschwunden sind, inklusive der roten Frau. Und ja, ist einiges passiert und ich freue mich auf ein neues Abenteuer. Bin gespannt, wie lange diese zweite Hälfte, deswegen auch zweite Staffel, weil ich auch ein Intro in so einem Spiel fand, ist eigentlich noch ganz schön passend. Wie lange das eigentlich noch dauern wird und was wir jetzt eigentlich noch machen sollen oder müssen. Ich meine, die Renea, die uns feindlich gesinnt sind von Dana verschwunden. Insofern ist er ruhig, die ganzen Lords sind auch weg, bis auf einen, der ist bei uns im Team. Der gute Dohalim, also insofern, was sollen wir jetzt noch machen? Eigentlich wäre jetzt Friede, Freude, Eierkuchen angesagt, oder? So, warte mal, was mache ich überhaupt? Moment, ich hatte noch eine Quest. Super, 4 Wochen nicht mehr gespielt, ich weiß schon nicht mehr, wie die... im Schloss... Ich bin schon... Bin ich nicht im Schloss? Ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung ging. Hä? Stimmt, bin ich eigentlich am Tempel, war? Hä? Wo ist denn das Schloss? Ah, hier. Ich bin ja ganz verwirrt. So. Vordereingang. Manchmal besser als ein Hintereingang. So. Und nun? Also ich meine, wir können ja überall durchstraven. Könnte natürlich eher oben sein, wa? Den gehen wir ganz nach oben. Ich fände es auch cool, wenn wir uns irgendwie sagen würden, hey, unsere ganze Truppe teilt sich auf, jeder geht in ein eigenes Reich und wird dort der Herrscher. Natürlich temporär, übergangsmäßig und so, ja. Gut, zum 5 Reichen sind zu 6, passt natürlich nicht, egal. Der zerstörte Thron! Der Pech gehabt, wa? Voluanis Geschichte. Lalalala. War ein epischer Kampf, ey. Ah, da blicke ich gerne zurück. Der Kampf war cool. Eins, was mir nicht so gefällt, sind momentan unsere neuen Klamotten. Aber irgendwie... Ich wollte mal ein bisschen Stilwechsel haben, vor allem so einen temporären. Ist jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, ich würde fast schon sagen, irgendwie Freizeitlook. Gut, ich könnte natürlich mal was anderes nehmen, ist klar. Aber ich wollte irgendwie auch Pärchen-Outfit haben. Auch wenn er nicht wirklich ein Pärchen ist und so, aber Orange ist sowieso so eine Signalfarbe. Wo ist der Typ überhaupt? Ich bin schon richtig hier, wa? Schloss Elfaris, die umgefallen. So den Dieb im Schloss Elfaris, okay. Natürlich wird er nicht angezeigt, das war zu erwarten. Das Schloss ist schön. Du kannst nicht meckern jetzt. Suche den Dieb. Ja gut, gehen wir logisch vor. Wo könnte ein Dieb sein, wa? Hier draußen? Nee, unwahrscheinlich, wenn es schon ein Dieb ist. Wird entweder irgendwo sein, wo es noch was zu stehlen gibt, oder aber, wo man sich gut verstecken kann. So, irgendwelche Hintergrundgeräusche bitte ich zu entschuldigen, ich habe gerade das Fenster offen. Es ist zwar nicht mehr so die heißen Sommertage wie die letzten 1,5 Wochen, aber es ist dann noch so langsam abkühlen und ich, ja, da ich nicht nur eine Folge aufnehmen möchte, sondern gerne 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Wäre es mir schon lieber, wenn ihr das Fenster offen haben könnte. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie... Ja, Entschuldigung. Mein Ziel ist eigentlich schon, dass ich relativ schnell durchstrebe und das Spiel beende. Nicht, weil ich irgendwie das Spiel auf den Sack geht oder so, sondern weil ich wieder 12 Projekte parallel am Laufen habe und immer hin und her switchen im Spiel und so. Das ist irgendwie auch lästig, wenn du irgendwie... Du bist voll im Spiel drin. Macht voll Spaß und so und plötzlich, jetzt muss ich aufhören, weil ich muss noch Folgen für von einem anderen Let's Play für morgen aufnehmen.
Das ist Kacke. Natürlich nur, wenn sie es nicht vermeiden lässt, wa? So, sind wir wieder? Was? Hä? Haben wir das letzte Mal übersehen? Wieso ist die noch da? Da ist ja so ein magischer Heal Point. Okay. Weil die verschwinden ja, sobald du ihn einmal genutzt hast. Hm. Okay, wo könnte dieser verkackte Dieb sein? Hat ja auf der Karte keinerlei Markierungen, gar nichts. Das irritiert mich auch ein bisschen. Ja, so wird es garantiert sauber. Oh Mann, ey. So, unten wären wir wieder. Ja, nein, von da drüben komme ich ja auch. Ja, wobei nicht ganz, wa? Dass hier irgendwas getriggert werden soll, bezweifle ich auch ein bisschen. Wobei es eigentlich cool wäre. Das ist der Beginn des Tempels. Ich wäre natürlich komplett falsch gelatscht und so. Ah, überleg mal. Gab es irgendwie etwas, wo wir vorhin nicht durch konnten, entlang konnten? Also das Schloss noch mühsam durchstreifen mussten. Mit den ganzen Monstern, sprich Zeugel, mit den ganzen Wohlrandwachen noch. Sind auch alle weg, ja? Genauso wie Wohlrans Leiche. Ja, offenbar die schwarze Frau, die rote Frau, Entschuldigung, mitgenommen. Ah, okay. Muss sogar nicht so weit gehen, super. Ja, eben, der ist offen. Aber ich wollte schon sagen. Ja. Sehr begeistert sind die Leute, sehr gesprächig ja auch, wie man sieht und hört. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich die ganze Zeit arbeite. Dann hör doch auf. Oh, da ist eine Wache. Alles klar, du kannst gehen. Ja. Die ganzen Rationen. Was macht ihr hier? Zurück auf eure Posten. Verzeihung? Was ist mit dem los? Sklaven, die Befehle nicht gehorchen, gehören hingerichtet. Das hat Lord Valoran gesagt. Der ist weg. So, ich hoffe, ich kann's noch. Ja, wieso? Also, okay. Mein Kampfteam stimmt gar nicht mehr. Scheiße. Aber jetzt hast du es gemerkt. Easy peasy lemon squeezy. Also war es kein der Nähe, der die Ration so gerissen hat. Es waren ein paar von Valoran Soldaten, die sich am Schloss versteckt halten. Ja. Es geht Vorsicht, irgendwas ist faul. Bis es Lord Valoran fort ist. Man hier. Valoran hat die Eden hier versklavt, sowohl die Danäer als auch die Renäer. Das wollte sein Reich haben. Wir sollen sie fürs Erste zurück in die Baracken bringen. Hört mir genau zu, Männer. Ich bin Lord Duhalim Ilkaras und habe einen Befehl für euch. Lord Duhalim? Oh mein Herr, wir dienen. Lord Valoran hat dieses Reich verlassen. Leicht verlassen und lässt ihn nicht länger. Gemäß den ländlichen Gesetzen. Nein, gemäß den ländlichen Gesetzen hat er nur mir die Treue zu schwören. Achso.
Aber dir, das wäre jetzt Eustin, mein Lord. Wenn ihr den Renäischen Gesetzen treu ergeben seid, dann ja. Genau das erwarte ich. Aber natürlich folgen wir euren Befehlen, Lord Dualin. Oh, wow! Heiliger Strohs, erkennt ihr fast, dass das geklappt hat. Ja, ihr auch nicht. So then, Das war ja easy Can't believe peasy. how quickly you got all those sword. Das war auch ziemlich einfach. Ich muss mal... Muss ich denn? Ja, ich muss Team bearbeiten. Das geht immer gar nicht, hey. Ändern. Magische Unterbrechung, ja, das ist einfach cool. Ich nehme, glaube ich, wieder mal das Team hier, komm. Orders to obey you, Dohalim. actually, they were abiding Renin High. Also der Game-Bericht. Game. Hier haben wir noch diverse Quests abzuholen. Dann wird er richtig spaßig, ey. Wo ist er? Ah, hier ist er. Ich komme im Tempel natürlich. Not me personally. Well, either way, it solved the problem, and that's what counts. That's true. I've talked to the soldiers and made it clear that they are to remain in line. Things should stay calm for the time being. I know Renans tend to take authority extremely seriously, but you sure know how to throw your weight around as a former lord. I only managed to get through to them because Volron's curse is lifting, but not to the extent that they can act independently as of yet. Considering we had other matters to attend to for the past month, we should consider ourselves lucky that nothing occurred during our absence. But if they do start operating independently again, that's going to cause a whole new set of problems to deal with. Indeed. Ganeth Heros is unlike Menancia. Without intervention, they'll likely revert to oppressing the Danans as they were doing before. Meaning there's still a lot of work to be done in this realm. Not that there aren't problems among the Danans, too. Yes. There was no way to avoid the deep-seated conflicts that had festered here. But I just hate that we had to use your position as a lord to solve the situation, Dohalim. Had I not intervened, yet more blood would have spilled here, and nobody wishes for that. So, what's going to happen to the Renans here now? Why do you ask? We've stripped the soldiers of their armor and locked them up. They can't hurt you guys anymore. I promise. So they're alive? They're not going to die? What? Those people deceived us. They did terrible, terrible things to us. They made us suffer. Long before you guys came along. For years and years and years. It was constant. Never stopped. Not even for a day. So many people died. Our parents, our children, our friends. They all died. They were murdered. And it was the Renans. The Renans were the ones who did it. They killed us. Why do they get to live after so many of us have died? The bastards should die. Every last one of them! I know how you feel, Ganya. I used to be a slave, and I hated the Renans just like you. I took up the blazing sword to bring them down. But along the way, I've met many people and seen many things. People refusing the hand life dealt them. People who have lost loved ones, but are still trying to make this world a better place. People driven by hate who stopped before it was too late. And those who couldn't and paid with their lives. And I fought plenty of people who were all too happy to make others suffer. Believe me. But after a while, I came to realize that it's not the Renans who are our true enemies. Then what the hell are we fighting if it's not them? We're fighting against anyone who tries to take what doesn't belong to them. But that's what these Renans are doing. How is that any different?
Because I judge everyone by their own actions. That goes for Danans too. Because at the end of the day, at the root of all evils committed is an individual who committed them. You're right, Alphen. It seems like people are either blaming an entire race for one individual's sins, or an individual for everyone else's mistakes. But all that does is add more hate in a world that's already full of it. I want to help create a society where people can finally stop suffering and move beyond their pain. But if we try to do that with more violence, then we'll just end up right back where we started in the first place. All right. Have it your way. I can't argue with the folks that helped us get back our ability to think and speak freely again. Is that to say you trust us then? I don't trust the Renans as far as I can throw them. I trust you guys because of who you are and what you've done. Fair enough. We won't let you down, Ganya. What's the matter, Kisara? Is something wrong? Oh, no, nothing. It's fine, really. I'm just a bit worried about what'll happen to all these folks. Right. It'll take time before they start thinking for themselves again. Indeed, that is part of it. However, what I'm even more worried about is what will happen to them after that. What do you think they're going to want once they realize how cruel Volron was to them? Probably revenge. What happened to Ganath Haros is the worst form of oppression we've seen, but treated cruelly or kindly, slaves will rise up. Lenegis aside, there are still remnants of Renan supremacists scattered throughout Dana. You mean all that trouble we went through to get rid of the Lords might just lead to more violence? That's the last thing I want to see happen. Of course not. And if we don't do something to prevent it all from starting up again, there could be even more bloodshed for us to regret. There's still a lot we don't know about the Renan rulers. Whatever the face of truth behind their veil, it's on us to put a stop to them. But there is one thing that's clear. Whatever we do to finally end it, our motives can't be getting back at the Renans, or it'll all be for nothing. So, what exactly is it that you're saying? That we should just act as if nothing happened? Law's right. We can't expect everyone to just forget all the pain they've endured up until now. Not so easily, at least. But we have to at least try to change course. We can't just keep allowing history to repeat itself like this. Exactly. Look, I won't deny that between the crown contest and 300 years of oppression, there's a lot of bad blood between the Danans and the Renans. But all these problems are just too big for us to try to carry the burden on our own. We'll keep doing our part in the interim, but we need to take this one battle at a time. Klingt soweit vernünftig, würde man sagen. Kisara, aufrichtiger Schild. Ja, Mann. Glad that work's taken care of. I don't think we're done just yet. I want you all to stick around a little longer. Ernsthaft, erkundige dich nach weiteren Problemen. Toll, ist mir einfach ein Sidequest nach der anderen. When you think about it, thinking for yourself can be a heavy responsibility at times. Yeah, it's not like your mind will only ever think about good, happy things. For one. Maybe so. But I'll still take that burden over living... Es fühlt sich beunruhigend an. Life is a Oha. puppet serving others. That's why I want to do everything I can to help these people. Ja, Mann, wir helfen allen. Wir werden alle Sidequests lösen. Also ich hoffe zumindest. So. Erstmal würde man sagen, ist sicher keine schlechte Idee, wenn wir einfach mal alle Sidequests annehmen. Lösen können wir sie danach immer noch. Jetzt mal ich noch Sidequests im ersten Gebiet habe, ne, wohlgemerkt. Zum Beispiel diese Kack-Riesending, Heuschreck oder was auch immer das war. Und noch das irgendwie mit den Klamotten von Shione. War doch eigentlich auch so eine seltsame Quest. Toll.
Na toll. Wir müssen kein Befehl mehr folgen, aber ist doch auch ein Befehl. I wonder if something happened. So, Hudel soll irgendwo sein oder was? Oder ein Hudel. Ein Hudel. Die ganzen übrigen Eulen noch zu suchen. Ne? Oh, wird auch Spaß. Ich glaube, das packen irgendwann zum Schluss des Let's Plays mal hin. Aber ich weiß noch nicht, ob wir wirklich schon überall auf der Welt fahren, Freunde. Vielleicht fehlt noch irgendwas. Aber es war eine Eule. Ah, da oben. Ja, also ich muss schon sagen, ich bin relativ gut darin, die Eulen zu finden. Wobei, seien wir ehrlich, es ist auch insofern einfach. Wenn du eine Eule oder wenn ein Hudel reagiert, dann gehst du auch ein paar Meter vorwärts, bleibst noch mal ein bisschen stehen und hörst einfach hin, weil die Eulen reagieren ja immer. Dann, wenn du weißt, okay, du hörst sie, bist du eigentlich direkt in der Nähe. Dann ist es eigentlich nicht mehr so schwierig, die zu finden. So. Und dazu, Freunde. Ein kleines Kind. Das war so gruselig. Richtig gruselig. Es war rot, ich hörte das Knacken, es hat rumgebrüllt. Hey. Donner, Donner, du bist eine donnernde Dame. Ja, gut, ganz ehrlich, macht nichts, wenn wir nicht irgendwie einfach eine Quest annehmen können, weil die Quests hier haben ja kein Zeitlimit. Ich erinnere mich an andere Spiele, wo es irgendwie hieß, auf dem Wegen, ja, du hast nur Zeit bis Kapitel so und so weit und dann war's das. Das war dann ärgerlich. Oh. Der liegt am Boden. Wir werden beobachtet. Hm. Oh nee, der schon wieder. Oh nein, der Feinschmecker. Just a minute. Gott, wie oft treffen wir den wohl noch? Können wir also gerade forschen in jedem Gebiet mal noch mindestens einmal. Great. Hey. No way. Oh? Hey. Sorry. How amazing. Yes. So. Gourmet-Saga, weich und fluffig. Rezept für Marburg-Curry. Mit Tofu? Tofu kann schon lecker sein, wenn man es richtig macht. Aber meist, ja, ich habe ihn selten lecker gegessen, ich sag's mal so. Muss leider ganz ehrlich sein. Die Unbefreiten. Oh, hier sind noch ein paar Sidequests. Ach du Scheiße. Da geht es wohl ein neues Gebiet weiter. Die Frage erst einmal noch die beiden anderen Sidequests hier holen und soweit abschließen oder direkt mal die Hauptquest starten. Huch, okay. Where are you going? Since when do I need your permission to move around? I wasn't saying that you do. Though I'm not sure why you're biting my head off about it either. Oh, that's so typical of you. How can you be so relaxed about all this? At this very moment, the enemy is doing who knows what behind the scenes. And yet we're just sitting here twiddling our thumbs in Ganeth Harros. I know that. But our hands are tied right now. What do you want me to do? And what's gotten into you anyway? Is there something you want to say to me, Shion? Look, you're right. Forget I said anything. If I said something to hurt you, I'm sorry. But I honestly don't know what I said to upset you so much. I really wish you would tell me. You don't need to apologize. You didn't say anything. It's not your fault. It's not anyone's fault. Not really. Then why? Please just drop it. I don't want to talk about it. All right. If that's what you want, I won't push any further. I'm sorry. It's fine. Just don't be too hard on yourself, okay? Irgendwas stimmt nicht mit dir, aber keine Ahnung. Ich meine ganz ehrlich, das könnte irgendetwas sein. Ich meine, es ist nicht, ja, nicht zu viel Mühe auszuhelfen. Ja, da spricht Shion das aus, was ich mir gerade gedacht habe. Nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, ja, das mit Shion und so. Ich weiß auch nicht, wie ich das politisch korrekt formulieren soll. Früher hätte man einfach gesagt, als Mann so wegen, das ist halt eine Frau.
Ja, quasi Frauenprobleme. Nein, sie machen sich einfach vermutlich zu viele Gedanken um irgendetwas und das nicht korrekt irgendwas sagt. Das kann alles Mögliche sein. Das kann irgendwas mit, keine Ahnung, mit Naori zu tun haben. Dass irgendwie ihre Nachfahren so irgendwie ist, irgendwie plötzlich gemerkt hat, da ja in der letzten Folge der ersten Staffel wegen, sie ist ja, sie ist irgendwie auch die Jungfer, also so wie Naori das war, oder keine Ahnung. Und dass sie es halt nicht wusste und deswegen irgendwie so peilt war, dass sie zugelassen hat, dass die rote Dame aufgetaucht ist oder verschwunden ist, oder dass sie zugelassen hat, dass Vholran sie kontrollieren konnte. Das könnte alles Mögliche sein, Freunde. Ihr denkt einfach zu viel und zu kompliziert und sagt zu wenig. So, soll das sagen. Das haben wir alles dem Wumsel zu verdanken. Das stimmt schon. No way. Got it. Quest begonnen. Zeugelmaskottchen. Okay. Nö, das nicht. Das braucht es nicht. Boomy. Boomy. Heck? Are you stuck on that too? No, really. I kind of see where they're coming from. Are you okay with... So, Freunde, ganz kurz noch, holen uns noch die Sidequests hier ab. Dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge. Nächste Folge würden wir vielleicht erstmal ein paar Sidequests machen und dann hier mit der Hauptsache weitermachen, die Unbefreiten. Anything as long as it's rounded? Oh, hey! Seriously? Was meinst du mit, was ist los? Well... Nein, da kommen wir nicht voran. Ja. Ein Zeugen im Schloss. That's just... Ernsthaft, schon wieder so eine monsterschlechte Mission oder was? Kann wohl nicht wahr sein. Oh, haben wir sogar, okay. Genau. Oh. Da, danke. Wow! All right! Sie können Danke sagen, Freunde, yeah! Oh, hat schon viel Kohle. Ich freue mich schon darauf, wenn wir die restlichen Sidequests alle abschließen, vor allem eben diesen einen Zeugen, den ich erwähnt hatte. Den vom ersten Gebiet her noch. Der irgendwie so ein fettes Viech auf über Level 40 oder so war. Ich überlege, ob ich bis dahin noch ein paar Level-Ups kaufen soll. Weil ähnlich wie bei den letzten Tales of Spielen gibt es das ja auch hier. Thank you for that. Maybe socializing with people is helping to jog his memory bit by bit. Socializing, ich hasse den You did Begriff. good, ey. Locke. Thanks. So, egal. Freunde, mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Arise, wenn wir noch ein paar Sidequests machen, sprich Monsterschlachten und dann uns wieder auf die Hauptstory stürzen und zumindest mal wissen, wo es nachher hingehen soll. Da wäre schon mal etwas. Ansonsten, ja, gucken wir mal, wie es generell weitergeht, wo wir überall noch hin können und so. Und wir jetzt einfach die ganze Welt, sprich ganz Dana erforschen können und wann eben auch mal Lenegis und Rena dran sind. Und das wird jetzt mehr vielleicht das nächste Mal. Wir werden sehen. Bis dahin. Bye, bye.